die Handelskammer Beider Basel und die Stadt Liestal präsentieren den Fasnachtsumzug live aus Liestal. Herzlich willkommen hier bei uns in Liestal und wir freuen uns natürlich auf einen ganz wunderschönen, bunten Fasnachtsumzug heute am Nachmittag. Das Wetter spielt ja zum Glück mit. Wir, das sind 3 Leute, die in der Moderation für Sie unterwegs sind oder beziehungsweise auch sitzen. Cäsar Perig, das bin ich, und neben mir die charmante Dame vorne an der Front, die immer ein bisschen schaut, dass etwas läuft auch noch. Das ist Tatjana Pietrapaulo. Tatjana, du hast ja unheimlich Routinen auf dort in Liestal. Bist schon bald eine, oder? Ja, langsam bin ich eine Liestlerin. Nein, nicht wirklich, ich bin Baslerin, aber ich freue mich auf den Umzug zu Liestal und natürlich, um eine gute Stimmung überzubringen mit den Leuten, die hier sind und gute Interviews zu machen. Als Co-Kommentator und natürlich Fachkraft, kann man sagen, wer dann wirklich weiss, was in Liestal läuft und ist, habe ich einen prominenten Gast bei mir, der Lukas Ott. Er ist seit 1,5 Jahren Stadtpräsident vom Zentrum von Europa, kann man fast sagen, hier in Liestal. Lukas, auf was freust du dich? Ja, zuerst möchte ich mal sagen, dass es natürlich eine Ehrensache ist für mich als Stadtpräsident, heute Nachmittag im Städtli zu sein. Das gibt mir die Gelegenheit, die Leute hier im Städtli zu begrüßen, aber auch die Leute, die von daheim aus zuschauen. Ich freue mich, dass es losgeht jetzt mit der Bauernfasnacht. Nachdem wir die Herrenfasnacht erlebt haben in den letzten Tagen, geht es jetzt im Oberbaselbiet richtig los. Ich denke, es ist im wahrsten Sinn vom Wort angerichtet in Liestal und wir dürfen uns alle freuen auf einen fröhlichen, auf einen bunten, aber hoffentlich auch bissigen Fasnachtsumzug heute Nachmittag. Gut, und wir gehen jetzt zurück in unsere Kommentatoren-Kabäuschen. Das ist ein bisschen versteckt von hier und freuen uns natürlich tatsächlich, wenn wir euch das in die Stube liefern können, die ihr nicht draussen sehen könnt. Es gibt Leute, die vielleicht krank sind, die behindert sind, die nicht hier rauskommen können. Aber die Sonne und alles zusammen, das hoffen wir, dass wir das in den nächsten 2 Stunden eben auch in ihre Stube bekommen. Viel Spass! Nochmal von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier im Städtli in Liestal. Wie Sie gesehen haben, hier läuft extrem viel. Die Leute sind unterwegs und freuen sich. Wir haben super Wetter, es ist warm. Und bei mir der Rudi Schafroth, der Komiteepräsident. Und ich möchte gerne wissen, wie es gelaufen ist mit den Vorbereitungen und was ihr jetzt noch zu tun habt, Rudi. Also die Vorbereitungen sind super gelaufen. Es ist auch nicht gross diskutiert worden im Vorfeld über weiss was alles. Es ist eigentlich eine sehr ruhige und geordnete Vorbereitung das Jahr. Du hast mir letztes Jahr gesagt, ihr habt da sicher technische Veränderungen. Hat das stattgefunden? In welcher Form? Also die Wege haben jetzt neu so eine Sicherheitsbescheinigung, die sie bringen müssen, dass sie in einer Werkstatt waren, wo die relevanten Bremsen, Chassis und das Zeug kontrolliert worden ist. Und das ist eigentlich sehr gut angekommen. Der eine oder der andere hat etwas Neues an den Anhänger wieder anschrauben oder ersetzen. Aber an und für sich kann ich mir sagen, wir wissen jetzt erst mal, dass die Anhänger in einem technischen guten Zustand sind. Es ist angerichtet, das ist das diesjährige Sujet. Du hast hier eine grössere Plakette dabei. Wie nennt man das eigentlich? Das ist die Zugsplakette, das ist eine silbrige. Die kommen die über, die Jubiläum haben. Und sonst kommen sie eine bronzene über. Jetzt, wie ist das mit sich angerichtet? Das lehnt sich an die Genusswoche, die ihr bei der Genusswoche, die ihr hattet, letztes Jahr im September. Wieso habt ihr das gewählt? Also, wie kommt es zu dieser Plakette? Wir haben im Vorfeld einen Wettbewerb und da werden verschiedene Themen und Sujets angegeben. Wir geben ja nichts vor, die dürfen das frei wählen. Und das hat uns eigentlich ziemlich alle gleich mal angesprochen und haben müssen sagen, doch, wir genießen ja auch eine Woche lang. Und irgendwie Parallelen dazu sind natürlich super gewesen. Und das hat uns dann überzeugt, dass wir das genommen haben in unserem Wettbewerb. Gut, danke schön. Es ist angerichtet. Wir genießen es jetzt auch. Also Sie daheim. Ich mische mich jetzt unter die Leute und versuche tolle Stimmungen einzufangen. Bis grad. So pünktlich fängt es an. Also ich sehe hier natürlich jetzt schon die erste Gruppe, die durchs Dörrli durchkommt.
ist offenbar gut organisiert. Schnell noch zum Sagen, es sind 77 Gruppen, die wir heute werden sehen hier. Verschiedenster Art, das kann man also wirklich behaupten. Auch wenn man so ein bisschen durchschaut, was wo wie ausgespielt wird. Vielleicht gerade eine erste Frage an dich, Lukas. Wie sieht es aus mit der Themenvielfalt? Ich denke, dass der diesjährige Fasnachtsumzug eine grosse Vielfalt bietet an politischen Themen, was wir ja besonders schätzen, dass es wirklich auch eine kritische Rückschau ist, was ist passiert, was hat die Leute bewegt, was beschäftigt sie auch heute. Wenn wir hier jetzt gerade Goldbrunnenglicken von Liestel sehen, finde ich das wirklich sehr schön, dass sie gerade mal mit einem sehr aktuellen Thema einsteigen aus der Baselbieter Politik, was sie sehr stark beschäftigt hat in den letzten Monaten. Ihr Sujet Pensionskasse. Das ist ja eines der Tourthemen, was es hier gibt, Pensionskasse. Wir werden noch auf andere Themen auch kommen. Wie bissig sind einmal die politischen Themen? Wie viel getraut man sich? Es ist doch alles ein bisschen kleiner aufeinander da. Man hat einen Überblick und man kennt auch viele Leute. Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass an der Fasnacht die sogenannte Narrenfreiheit gilt. Und die Narrenfreiheit wird von den einen ein bisschen stärker in Anspruch genommen, von den anderen ein bisschen weniger, je nach Naturell. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sich die Fasnacht nicht nur mit sich selber auseinandersetzt. Wer jetzt gerade am Jubilieren ist, das ist natürlich auch wichtig, das tun wir alle sehr estimieren, das ist klar. Aber ich finde, ein wichtiger Aspekt ist wirklich die Verarbeitung der wichtigen Themen, die auf diese Art stattfinden kann. Und das findet das ja wirklich auf recht reichliche Art und Weise statt, eben wie das erste Sujet bereits zeigt, die Sanierung von unserer staatlichen Pensionskasse, die an verschiedenen Orten wirklich auch für Bauchweh sorgt. Gut, und jetzt würde ich sagen, machen wir doch gerade einen Einstieg mit ein bisschen Fasnachtsmusik. Randsteinbisser, die wir jetzt hier haben, von Zeven. Ja, auch sie spielen ein politisches Sujet aus. Es geht um die Initiativen, die beiden Verfassungsinitiativen, die in Basel-Stadt und Basel-Land ja eingereicht worden sind, dass man einen Verfassungsrat einsetzt, um eine Fusion zu prüfen. Es ist ja 1969 das letzte Mal über diese Frage abgestimmt worden und voraussichtlich im Herbst 2014 wird es dann in beiden Kantonen wieder zur Abstimmung kommen. Der derzeitige Stand ist ja, dass sich die Regierungsräte haben verlauten in beiden Kantonen. Der Basler Regierungsrat, der Ja sagt, der Baselbieter Regierungsrat, der Nein sagt. Und als nächstes werden jetzt die beiden Kantonsparlamente am Zug sein, der Grosse Rat in der Stadt und der Landrat auf der Landschaft. Also da fließt noch ein bisschen Wasser rein, ab, bis es dann wirklich zu einer Fusion kommt, vermutlich. Oder der Ehrgeiz, muss man hier ja sagen.
Wie viel habt ihr eigentlich im Petrus gezahlt, dass ihr euch so ein Wetter macht? Ja, wir sind jetzt wirklich an der heutigen Fasnacht sehr verwöhnt vom Wetter. Also einerseits, dass es frühlingshaft warm ist, andererseits, dass es wirklich auch trocken ist. Wir haben seit heute Morgen wirklich kein Wölkchen am Himmel. Also fantastisches Fasnachtswetter zum Genießen. Und man sieht bereits jetzt, das schöne Wetter führt natürlich dazu, dass sehr viele Leute wirklich den Weg auf Liestal unter die Füße oder unter die Räder genommen haben. Die Züge von der Stadt auf Liestal sind ja wirklich voll gewesen. Jawohl, und auch, ich habe hier schon gesehen, rechtzeitig vor etwa 2 Stunden, es hat sicher mehr Leute gehabt als sonst, die hier hin sind. Zum Teil auch zum Gitterli, das ist glaube ich dort, wo der Start ist vom Umzug. Genau, es ist ja auch gut, dass sich die Leute ein bisschen verteilen können entlang von dieser ganzen Fasnachtsroute. Aber wie gesagt, es ist der Start von der Bauernfasnacht, die traditionellerweise am Sonntag nach Aschermittwoch im Oberbaselbiet startet. Die Herrenfasnacht, das Kapitel ist abgeschlossen. Jetzt halt der Bauernfasnacht-Einzug, der dann natürlich fulminant wird weitergehen. Heute oben mit dem Höhepunkt Liestal im Kienbesen und dann morgen mit dem Morgenstreich. So, da haben wir noch ein bisschen tanzen. Ich weiß nicht, ob jetzt das Gangnam-Style ist oder Dörli-Stil oder irgendetwas. Auf jeden Fall geht es hier bei den Schnupfruchen von Bubendorf darum, dass an jedem Ecke entweder ein Polizist steht oder es hat noch eben einen Blitzer, den wir jetzt hier gerade wunderschön gesehen haben. Und man muss auf Bremse gehen und abbremsen. Darum sagen sie auch, jetzt musst du bremsen. Wir sind hier schon bei den Milchbuben. Ja, Entschuldigung. Genau, ich denke, es ist jeder selber gross und muss auf Bremse stehen, damit er halt nicht geblitzt wird. Bei den Milchbubis, die hinten dran kommen, da geht es ums Oktoberfest und zwar hoffen die natürlich, dass die Fasnacht nicht unbedingt dann hier so deutsch wird oder germanisch, sondern eben so urständig bleibt. Wie lange gibt es die Fasnacht schon? Weiss man da Zahlen? Also zu Basel weiss man das nicht so recht. Ja, es hat natürlich immer Festivitäten gegeben mit dem Start der Fastenzeit. Es haben sich Umzüge daraus entwickelt. Eine Zeit lang hat es ja dann auch mit militärischen Musterungen zu tun gehabt. Das hat sich angefangen zu verschmelzen. Aber wir wissen, dass schon im 19. Jahrhundert in Liestal Fasnachtsumzüge durchgeführt worden sind. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind dann wichtige Glicken in Liestal gegründet worden. Die Rotstab-Glicken zum Beispiel, die heute natürlich eine der tragenden Glicken in Liestal ist. Wir werden dann nachher ja verschiedene Abteilungen von dieser Glicken auch sehen. Die Würfelglicken ist dann gegründet worden, die ist inzwischen wieder verschwunden. Aber so um 1930, 1940 sind wichtige grosse Glicken gegründet worden. Ein wunderschöner Wagen, den Sie hier hatten. Ja, das sind immer noch die sich fragen, ob wir den Kulturimport aus Bayern wirklich brauchen. Ich denke, wenn es nicht wirklich einem Bedürfnis entspricht, dann wird das wieder verschwinden bei uns. Die gucken hier schön in Pink und Altrosa die Laternenschränzer von Liestal als bunte Wackis. Hören wir ein bisschen zu.
Auch das, was wir hier sehen, ist ein Wagen, der aus der Region nach Liestal gefunden hat, aus dem Schwarzbubenland. Sie haben sich auch inspirieren vom eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf, wo diesen Sommer stattgefunden hat und wo ja in verschiedenen Regionen einen regelrechten Boom ausgelöst hat, eine Euphorie, die sie jetzt versuchen, hier unter die Leute zu bringen, sie anzustecken. Wobei es ist ja so, dass man hier im Prinzip das Licht nicht muss unter den Scheffel stellen muss, weil Baselbiet hat doch einige Schwinger und einige Schwingeranlässe auch immer wieder. Oder täuscht mich das? Nein, es hat ja das letzte kantonale Schwingfest in Liestal stattgefunden. Und gerade aus dem Umfeld von der Turnerbewegung, auch vom Turnverein Liestal, gibt es immer wieder Schwinger, die sich mit guten Leistungen hervortun können. Schwarzbubenland träumt ja davon, dass dereinst das eidgenössische Schwingfest bei ihnen stattfinden könnte. Es findet ja alle 3 Jahre statt, also das nächste Mal dann im 16, dann wieder 19. Und ich glaube, der Plan ist, die Agenda der Schwarzbuben, dass sie das Schwingfest 2022 zu ihnen bringen. Gut, mittlerweile sind wir schon bei den Gemeindefägern von Frankendorf. Die feiern sich jetzt auch selber 40 Jahre. Genau, wobei die Kamera ist schon weiter jetzt bei der Rotstab Jüntli. Liestal im Wandel, ihres Sujet. Und sie beziehen sich hier auf das reiche Kulturleben von Liestal, das sich immer mehr entfaltet. Es kommen neue Spielstätten dazu. Also das letzte Jahr zum Beispiel ist das Guggenheim dazugekommen, das Kulturhotel Guggenheim, wo bereits ein Aktivposten ist in Liestal, neben dem Kulturhaus Palazzo, neben der Kulturschiene. Man muss aber auch das Kantonsmuseum nennen, das Dichter- und Stadtmuseum oder die Kantonsbibliothek. In Liestal findet wirklich ein reichhaltig kulturelles Leben statt und ich denke, es lohnt sich, teilzunehmen an diesem reichen Kulturleben. Also ich möchte wirklich alle einladen, nach Liestal zu kommen und von diesem reichhaltigen kulturellen Angebot zu profitieren. So, da haben wir jetzt eigentlich ein Vorboten für heute oben. Es sieht zwar aus vom Alter her, wie wenn er letztes Jahr noch unterwegs wäre, aber sein Besen, der brennt natürlich noch nicht. Hat, glaube ich, um die 60 Kilo so einen Besen. Ja, ist unterschiedlich. Man nimmt natürlich ein bisschen Rücksicht auf die eigenen Fähigkeiten. Aber natürlich, wenn alle möglichst imposante Kienbesen präsentieren können heute oben und durchschnittlich haben die schon ein Gewicht von 60, 70 Kilo. Hast du selber auch schon mal einen getragen? Nein, ich habe noch nie einen getragen. Ich muss vielleicht grundsätzlich sagen, ich bin kein aktiver Fasnächtler. Meine Aktivlaufbahn beschränkt sich auf meine frühesten Jahre. Ich bin dann mit meiner Familie in Zalschwil aufgewachsen und mein Vater hat mit uns immer sehr liebevoll kleine Zügel gemacht, also so in den ersten Lebensjahren. Habe ich noch die Perspektive aus der Larve heraus erlebt, aber nachher dann nicht mehr. Wir sind, wie das für viele Familien dann halt so war, wir sind in der Winterferien immer Skifahren und sind von dem her gar nicht da gewesen. Ja, und wenn man nicht eine richtig angefressene Fasnachtsfamilie ist, dann hat man es mal ein bisschen schwieriger, dass es Nachwuchs gibt. Wir haben ja zu Basel auch Probleme mit dem Nachwuchs immer wieder. Und so, da haben wir Wasserturmwaggis, Liestal.
Da haben wir bereits den Tambourmajor von der nächsten Gucke im Blickfeld. Das sind die Elbisrucker aus Fünfstoff. Sie präsentieren sich als Maya-Kriegerinnen und Maya-Krieger. Die Maya, die ja glauben, dass Ende 2012 eine neue Ära angebrochen ist. Das ist noch schön, das haben sie in Fünfstoff jetzt auch realisiert. Ja. Die Maya-Epoche. Das sind schöne Kriegerinnen hier, die Maya, Entschuldigung. Ja, die Maya-Epoche entsprechen ja, glaube ich, über 5000 Jahre. Also von dem her, wenn jetzt hier die Fünfstöfer ein bisschen später in die neue Ära einsteigen, macht das, glaube ich, nichts. Das schweizerische Maya-Zeitalter übrigens ist ja im November 2013 zu Ende gegangen. Maya Graf, unsere Nationalratspräsidentin, die ja ein Maya-Jahr hatte, vom Herbst 2012 bis 2013. Nicht hinten anstehen! Das sind jetzt Los Lausos mit fleissigen Gärtnern, mit grünen Daumen, die sie hier haben. Harte Arbeit, sie sagen, wir kämpfen sogar an der Fasnacht, damit ein bisschen Farbe in den Umzug kommt. Also hier hat man sicher genug Farbe und das Wetter macht natürlich noch das Übliche dazu, dass die Farben hier sehen wir. Ja, wir schätzen es natürlich ungeheim, dass Lausner auf Liestl kommen kann, harte Gartenarbeit machen. Das ist natürlich schön, wenn man es so delegieren kann, oder? Die Räppchen können sie dann auch zusammen suchen. Oder? Wie sagt ihr hier das Liestl? Auch Räppchen Ja. oder sagt ihr Konfetti? Nein, also da müssen wir ganz klar sein. Das wäre ein Fauxpas sondergleichen. Von dem will ich dich bewahren, Cäsar. Ja, das machen wir nicht, oder? Sonst werden wir noch geteert und gefedert. Mindestens. Mit Räppchen. Ja, wir sehen jetzt hier hinter unseren Lausner Gärtnern sehen wir die Wiederkäuer liegen. Sie sind gedanklich bereits in Brasilien, im Amazonas, an der Fußball-WM. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie es dir geht, Cäsar, aber ich habe sehr Freude an diesen Ergebnissen von der Vitalität unserer Fußballmannschaft. Als ich jung war, dann hat man das Gefühl gehabt, also wir werden nie dabei sein. Es ist allgemein, also man kann sagen, ich verfolge Fußball auch ein bisschen. Und es ist allgemein ein höheres Niveau überall im Fußball in der Schweiz. Und wir sehen das auch
Es gibt einmal so Listen in der Zeitung, wo sie auflisten, wer shootet wo im Ausland bei welchen Mannschaften. Und da hat es solche, die ich gar nicht mehr so gewusst habe. Aber das ist also eine rechte Liste. Und die Schweizer müssen sich nicht verstecken für so ein kleines Land, dass wir doch so weit vorne sind und in dieser Gruppe ausgelost. Ja, also du sprichst es jetzt an. Einerseits der Schweizer Fußball, der wirklich international geworden ist, eben wer auch im Ausland kann shooten und sich dort durchsetzen. Und auf der anderen Seite denke ich, ist unsere Schweizer Nation ein sehr gutes Beispiel für die Integrationsfähigkeit in unserem Land. Ja, vor allem, also, wenn man dort die Namen anschaut, dann muss man schauen, hat es auch noch solche von Lausen oder Zeven oder Lampenberg ist einmal noch vertreten. Aber sind wir doch ehrlich, oder? Also die Migranten leisten einen sehr wichtigen Beitrag an unsere Fußballnation. Jetzt nimmt mich doch einmal Wunder, wo Tatjana verschwunden ist. Ich habe gehört, sie meldet sich. Ja, hallo zusammen, ich bin hier auf einem Wagen. Wo bin ich da? Bei wem bin ich da? Wir sind einfach offen gestürzt. Jawohl. Du bist hier bei den Jamauchen. Wie lange gibt es euch schon? Die Jamauchen gibt es seit 1978. Und wie lange habt ihr gehabt, um diesen Wagen zu bauen? Was habt ihr? Spielt ihr für ein Sujet aus? Wir spielen Sujet aus. Wir machen ein bisschen einen auf Oktoberfest. Weil es kein Bier mehr gibt beim Sen, gehen wir auf München halt dann. Also die Leute haben sicher verstanden, ich habe jetzt nicht so viel gehört. Wie sieht das Programm heute noch aus? Wie sieht es heute aus? Weißt du? Zuerst macht man noch den Umzug fertig und dann gibt es sich ein nach dem anderen. Dann wünsche ich viel Vergnügen. Was verteilen ihr da eigentlich? Weil wir haben da ganz viel Bami Goreng, wenn du nicht weißt, was du Sachen machen willst. Bami Goreng? Genau. Gut, dann würde ich sagen... Entschuldigung, jetzt haben wir gleichzeitig geschwätzt. Sag's noch mal. Ein bisschen Tipps fürs Nachtessen, wenn du noch nicht weißt, was du kochen willst. Also, jetzt haben Sie es gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Nacht gibt es das heute. Ich mache hier ein bisschen mit, wenn ich darf. Gut, dann zeigen wir vielleicht noch ein bisschen Bilder von da oben runter, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, wie es da aussieht, von da oben runter. Jamauchen, also so wie ich das mitbekommen habe, bist du eigentlich auch ein Jamauch, oder? Oder nicht ganz? Doch, du hast schon recht, Cesar. Aber wir müssen zuerst definieren. Nein, du hast das natürlich zielsicher erkannt. Also, ich bin kein ursprünglicher Liestler, also schon gar kein sogenannter Fassadenbürger. Das sind ja die Familien, die mit dem Familienwappen an der Rothauswand prangen. Aber unsere Familie ist in den Boomjahren vom Baselbiet, Anfang 60er Jahre, zugezogen. Zuerst in Allschwil und nachher sind wir auf Liestl. Aber ich habe wirklich praktisch meine ganze Jugend in Liestl verbracht, bin hier aufgewachsen. Also jetzt müssen wir aber vielleicht den Ausdruck Jamauch noch schnell erklären. Das sind einfach nicht Liestler oder nicht die Alteingesessenen. Oder wo ist da die Grenze? Genau, die zugezogen sind, aber sich durchaus auch dürfen zugehörig fühlen. Es ist ja mittlerweile auch ein Kosename, kann man bald sagen, Jamauch. Das wird ja nicht negativ belastet. Nein, sondern also niemand fühlt sich geschmäht wegen dem. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal den Wagen, wo Tatjana vorher auch drauf war. Die Jamauchen, wo jetzt auch das Oktoberfest ausspielen, aber im Sinn von einer Notlösung, von einem Ausweichen. Sie bedauern sehr, dass der Sichter wird, Urs Sen und seine Frau, die Veronika Sen, dass sie nach 13 Jahren, wo sie die Sichtarbeit geführt haben, dass sie die verlassen. Und sie haben jetzt das Gefühl, sie können sich nur schadlos halten, indem sie ans Oktoberfest gehen nach München. Dann halt. Sichterhof ist ein sehr beliebtes Ausflugrestaurant in Liestl, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und dort war einmal ein Oktoberfest, auch im Oktober. Nein, eben, ich glaube, sie sind so wehmütig, dass sie denken, nichts kann ihnen diesen Schmerz ersetzen, außer den Gang ans Oktoberfest. Okay. Also eine ziemlich krasse Therapie, kann man sagen. Vor allem, wenn man weiss, was dort alles los ist. Jetzt hier haben wir, genau, da haben wir bereits Frankenschränzer Bubendorf.
Erlebe die Magie heisst ihr Sujet. Ich finde noch lustig die Bezeichnungen, die sie haben. Also für den Vortrag, das ist der Minibus, der Major ist der Maximus, die Tamburen sind Crepitus und die Guggenmusik, wie könnte es anders sein, Tinnitus. Das ist originell, was nur so bei kleinen Beschreibungen einmal schon drin ist. Ja, sie versuchen, glaube ich, einfach möglichst elegant zu umschreiben, was sie im Ursprung eigentlich machen wollen. Sie wollen Krach machen. Wir haben ja durchaus Erfahrung zu Liestel mit Magie. Also ich möchte daran erinnern, Cäsar, 2007, 2008 war ja das Präsidialjahr von einer Liestler Politikerin im Landrat, Esther Maag. Und wir haben sie ja dann auch gefeiert auf dem Wasserturmplatz mit einem Circus Magimus. Ich glaube, da bereitet sich sogar ein Stück vor, wo wir dann ein bisschen zuhören wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, Sie schaffen es noch, wenn Sie bei uns vorbeikommen, dass wir ein paar Töne haben. Hier haben wir den Wagen von den Rivakis. Sie kommen als König Rudolf. Wobei ich jetzt hier gerade ein bisschen ratlos bin. Vielleicht weisst du mehr, Cäsar, welcher König Rudolf hier gemeint ist. Vor allem auch zu Liestel. Also der einzige König Rudolf, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, der ist 2012 aus dem Stadtrat zurückgetreten, der Rudi Riesen. Also ich weiss nicht, ob Sie sich noch auf ihn beziehen, welchen Rudolf das Sie meinen. Ich weiss natürlich nicht genau, wie man ihm hier gesagt hat, aber sonst der Hans-Rudi Gysi, da könnte ich mir noch vorstellen, ist auch immer so ein bisschen der König von hier, ob man dort der König Rudolf, weil das anders tönt als der Hans. Aber das ist einfach eine Interpretation von mir, das ist fasnächtlich, muss man nicht so ernst nehmen. Es hat aber natürlich auch Pinkies und wir haben bis jetzt sicher hier und dort schon gesehen im Bild, aber wir wollen auch schauen, was die machen. Tatjana! Ja, hallo zusammen, jetzt ist gerade der Wagen gekommen. Eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt, weil Sie gerne zum Wagen gehen wollen. Die jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, jetzt haben wir Konfetti abgekriegt. He? Warum sind ihr da? Gefällt es euch zu Liestel? Ja, das ist ganz schön und gefällt mir. Gefällt dir sehr gut. Und wie gefällt es euch? Gut. Und wieso kommen ihr jedes Jahr da hin? Und warum? Es macht uns Spaß. Und was findet ihr das Tollste? Gute Musik. Was noch? Wenn man Süßigkeiten bekommt.
Und wenn wir Konfetti abbekommen. Das findest du toll, Konfetti abbekommen? Ja. Was habt ihr schon bekommen? Habt ihr schon etwas gekriegt? Ja. Zeigt mal. Auspacken. Los geht's. Die Leute daheim möchten das gerne sehen. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal. Oh. Aha. Aha. Das da. Was haben wir noch? Aha. Super. Toll. Zeigt mal eure Kostüme. Bist du ein Wackis? Was? Was bist du? Was hast du an? Ein Wackis. Ein Wackis. Sehr schön. Also, viel Spaß. Da haben wir noch die Prinzessin. Viel Spaß. Winken wir den Zuschauern. Tschüss. Ja, da sieht man jetzt eine typische Integration. Das sind Leute gesehen, die offensichtlich nicht hier aus der Gegend stammen, also vielleicht hier angesiedelt sind, die sich aber sehr interessieren und auch mitmachen. Das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit an der Fasnacht dazu. Ah, da geht er natürlich jetzt richtig ans Werk. Ja, solange man sie wirft, ist gut. Wenn man sie vom Boden auflässt, dann ist es natürlich nicht mehr so gut. Jetzt haben wir hinten Tamburen und Pfeifer Glicken, nämlich die Halbmond-Glicken von Frankendorf. 50 Jahre Jubiläum, also die sind doch schon einige Zeit unterwegs. Ja, also wenn ich das richtig überschlage, sind die 1964 gegründet worden. Also frühe 68er. Aber sehr bunt und liebevoll, wie die hier jetzt als Plätzchenbeigasse daherkommen. Also was mir aufgefallen ist, auch als ich den Fasnachtsvierer durchgeschaut habe, es hat keine Basler oder nicht viel, oder glaube gar nicht. Es ist sonst einmal bei gewissen, vor allem Gockenmusiken, ist so ein bisschen die Regel geworden, dass man vor der Fasnacht noch immer auf dem Land geht mit Larven quasi eine Marschprobe machen, also 1:1, Ernstfall. Und hier nicht. Will man die nicht vom Komitee aus oder hat sich das einfach so ergeben? Nein, ich denke, dass sich das wirklich so ergeben hat, dass Liestel für die Basler Glicken vor allem beliebt ist an der Bummelsonntag. Dann kommen sehr viele nach Liestel. Es hat selbstverständlich sehr viele Zuschauer aus der Stadt, schon heute Nachmittag und dann auch heute oben. Viele, die ja dann überbrücken die Zeit zwischen dem Chiembesen und dem Morgenstreich. Aber ich denke, dass die aktiven Fasnächtler aus der Stadt sich natürlich vor allem jetzt am Vorbereiten sind, denn dass sie ja morgen am 4 Uhr parat sind. So, und wir schalten wieder zu Tatjana Pietroballo raus an die Front. Ich sage Hau. Ich bin hier bei den Indianern, richtig? Die Lauszipfel von Liestel. Die Lauszipfel von Liestel? Genau. Ihr seid eine Familie geliehen? Ja, 2 Familien, 5 Kinder. Mit euren eigenen Kindern? Wie lange habt ihr gehabt, um diesen Wagen zu bauen? Als ja, etwa 3 Samstage sind wir dran gewesen. Oh, schön. Und einfach, wieso Indianer? Einfach mal, die Kinder haben Freude gehabt am Indianer und dann haben wir das gemacht. Und wie sieht das Programm noch aus heute? Jetzt laufen wir den Rundgang fertig und nachher gehen wir gemütlich Mehlsuppe essen. Super. Du und noch Chiembesen. So, bei Chiembesen. Genau. Wie heisst du? Schüli. Schüli. Lerni. Wie heisst du? Noemi. 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 Genau. Gut. Also, dann machen wir Stimmung. Es ist gemütlich, sehr gemütlich. Ich bleibe jetzt hier. He? Tschüss zusammen. Wunderbar.
Das ist eben auch das Schöne, wenn eine Familie etwas macht, wo die Kinder sagen, wir wollen jetzt Indianer sein, das dürfen wir auch. Also man muss nicht immer ein grosses Sujet haben, gerade bei so kleinen Grüppchen. Das ist eine Gruppe, die auch nicht aufgeführt ist im Vierer, also vermutlich ein spontaner Entscheid, dass man hier mitmachen kann. Das ist doch toll. Ganz genau, die sind jetzt einfach spontan gekommen, nachdem sie sich vorbereitet haben. Das erinnert mich jetzt sehr auch an meine Jugendzeit, eben, wo man zusammen in der Familie ein Gefährt vorbereitet hat, sei das eine kleine Loki oder sei das ein anderes Fahrzeug und dann zusammen am Fasnacht ist und einfach als Kind beglückt war. Bist denn du einmal dort Lukas, der Lokomotivführer gewesen? Ja, das hat sich natürlich angeboten. Hast denn du auch aktiv Fasnacht gemacht? Also, bei mir ist es ja so, ich bin eigentlich gar kein richtiger Basler. Ich bin Walliser von den Eltern her, aber bin in Basel geboren und aufgewachsen. Und wir haben während der Fasnacht, weil wir katholisch erzogen worden sind, haben wir nicht dürfen am Fasnacht gehen damals. Das waren noch strenge Regeln gewesen. Da hat sogar der Pfarrer in der Heiliggeistkirche von der Kanzel gewettert für die Ungläubigen quasi, die am Fasnacht gehen. Und darum bin ich ein Sportzünder. Ich bin dann aber später, weil ich Zuckersäule gelernt habe, bin ich bei einer Guckenmusik und dort 18 Jahre lang Musikchef. Habe dann aber auch noch bei einer Schnitzelbank mitgesungen, bei einer Bekannten, die mit Wolle zu tun hat. Und dann bin ich auch mal auf dem Wagen gewesen. Trommel und Pfeife hat man nicht gelernt, aber das andere, das habe ich einmal alles sehen. Von dem her bin ich jetzt natürlich froh, in den letzten Jahren einfach nur noch Zuschauer zu sein. Aber wir sind natürlich immer gelaufen an der Fasnacht und nicht auf dem Wagen als Guckenmusik. Aber das sieht man heute immer wieder, auch in Basel Guckenmusiker, die einen schönen Wagen machen und mit dem herumfahren. Mal schauen, ob sie auch spielen, wenn sie schon sitzen oder mitfahren können. So, Hobbyjungs, Gänsems. Die ganze Zeit wird es jetzt sportlich. Ich bin hier bei den Fußballern, richtig? Oh, Jesus Gott. Wer sind ihr? Aus Bubendorf. Ja. Wir kommen von Bubendorf. Und wie viele Leute sind ihr? 9 Herren. Und er wird trainiert und Wagen gebaut gleichzeitig? Jawohl. Trainieren wir eigentlich 2-mal in der Woche und Wagen bauen jeden Monat 4-mal. Und dann habt ihr einfach gedacht, so, wir machen das jetzt gemütlich so. Und wie sind ihr auf die Idee gekommen? Jawohl. Wie sind ihr auf die Idee gekommen? Ja, das weiss keiner so nicht. Ist einfach so gekommen, nicht? Fertig, lustig, einfach festen. Genau. Kann man so sagen, ja? Kann man so sagen. So, können wir mal etwas sehen, etwas Sportliches, bitte? Schaut mal die Beine an, sexy. Wunderbar. Ja, schick. Okay, sehr gut. Die Herren trainieren. Ja, aha, gut. Wunderbar. Was machen ihr heute noch? Oh, schlechte Idee gewesen. Was macht ihr heute noch? Sie wollen nicht schwätzen. Ich gehe lieber. Ja, wenn Sie nicht selber schwätzen, dann können wir ja vielleicht noch ergänzen, dass Grümpeli vom FC Bubendorf, das hier ausgespielt wird auf dem Wagen, hat in der Region eine gewisse Bekanntheit.
weil es eine Kategorie Fasnacht gibt. Und durch das nehmen dann einmal verschiedene Fasnachtsglicken an diesem Grümpeli teil. Kostümiert selbstverständlich. Und es gibt dann natürlich ganz aufregende Spielpaarungen unter diesen Glicken. Also wenn zum Beispiel Zamba Schrenzer Bubendorf gegen die Laternle Schrenzer Liestel antreten. Ich weiss nicht, ob Schrenzer sich dann auch auf ein taktisch-fußballerisches Konzept besser wäre es eigentlich, wenn es musikalisch würde bleiben und nicht unbedingt, dass sie die anderen von den Füßen schrenzen, oder? Ich sehe hier ein Thema von den Nucki-Rucker Liestel, die hier gerade eingeblendet worden sind. Wir sehen sie hier noch. Sie wünschen sich einen See zum Chillen und Grillen in der Allee. Ist das ein Thema? Das ist sicher ein Thema, weil das ein Areal ist, die Allee, wo jetzt langsam aber sichtlich in den Fokus gerät von der städtebaulichen Entwicklung Liestel. Es ist ein wichtiges Areal zwischen der Altstadt und dem Bahnhof. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Wege, die dort drüber führen, eigentlich immer noch am Stand vom tiefsten 19. Jahrhundert entsprechen. Also es ist ganz wichtig, dass man dort jetzt die Erneuerung in Angriff nehmen kann. Das Wasser hat in der Allee tatsächlich immer eine wichtige Rolle gespielt. Es hat dort einen See gehabt, früher, bevor er dann aufgefüllt worden ist mit Bauschutt, wo man Türme abgerissen hat, wo man die Stadtmauern abgerissen hat. Und es gibt natürlich den Wunsch in Liestel, dass das Element Wasser in diesem Bereich wieder Einzug halten würde. Das ist eine sehr schöne Idee. Ob man das städtebaulich dann wirklich realisieren kann, das muss man zuerst noch abklären. Auf alle Fälle ist der Wunsch dahinter, ja, dass man mehr Aufenthaltsqualität erreichen kann für die Einwohnerinnen und Einwohner von Liestel. Dass es wirklich eine Aufwertung gibt. Also offenbar ist Schwinger doch ein Thema, das hier einige Leute beeindruckt hat, weil jetzt sehen wir hier schon wieder Jodelclub von Läufelfingen. Von denen haben sie zumindest die Glocke. Ob das die echte ist oder vielleicht sind es natürlich die selber, das sehen wir hier nicht. Es hat auf jeden Fall Seniorenschwinger mit ihrem Nachwuchstalent. Auch das ist eine Familiengruppe. Und vor allem noch mit einem Postwagen, der von Hand gezogen wird. Das ist natürlich clever bei den Kleinen. Wenn sie einen Hut dabei haben, dann können sie gerade den anheben, wie ich hier vorher ein-, zweimal gesehen habe. Und dann kann man das dort füllen. Oder eben halt auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, die erste Orange, die ich hier sehe. Ist Orange nicht so populär hier in Liestel? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir haben nämlich schon nach jeder Liestler Fasnacht immer ganz viel Orangensaft gepresst. Also es dunkelt mir, da sind immer genug Orangen in Zirkulation. Vielleicht gerade bei den Schnudergolfen. Mal schauen, was die verteilen. Ja, wenn Sie hier die Nusswoche 2014 ankündigen, dann verteilen Sie hoffentlich Nüsse, die wir dann noch werden müssen knacken. Das ist jetzt auch ein Sujet, das auf eine lokale Gegebenheit Bezug nimmt. Wir haben 2013 das erste Mal in Liestel eine Genusswoche durchgeführt. Eine Woche immer im Herbst, die gesamtschweizerisch durchgeführt wird.
die wir jetzt erstmal in die Nordwestschweiz geholt haben. Die Genusswoche, die die kulinarische Vielfalt versucht in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja auch das Hauptsujet, oder? Das hat das Fasnachtskomitee dann auch inspiriert, wirklich die Plaketten auszuwählen, die die Genusswoche in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Sujet ist angerichtet. Die Genusswoche, die sehr gut angekommen ist und die wir 2014 auch wieder durchführen mit dem Schwerpunkt in und um Liestel. Es geht darum, den Leuten ins Bewusstsein zu bringen, dass auch das Essen, die lokalen Spezialitäten, ein Teil des Kulturgut bilden, ein bisschen Kontrast setzen zu dieser globalisierten Essenskultur. Also wenn man ja den Leuten glauben, also den Leuten gibt es nicht, aber wenn man denen und jenen und jenen glauben, dann die alle zusammen befürworten, dass man mehr regionale Lebensmittel hat, dass man Produkte hat, die hier aus der Gegend kommen, zum Teil einfach nicht mehr als so und so viele Kilometer vom Verkaufsort weg. Aber es nimmt mich dann auch Wunder, ob alle die Leute auch hier mitmachen. Ich meinte aber, dass man dort in Liestel doch jetzt ein bisschen Erfahrung hat, weil ihr habt auch ein unheimlich gutes Einzugsgebiet. Nein, ich kann dazu noch sagen, dass wir wirklich sehr viel Zuspruch gefunden haben, dass wir jetzt die Genusswoche das erste Mal eben auch in die Nordwestschweiz geholt haben. Das zeigt ja auch, dass jetzt hier an der Fasnacht auf Bezug genommen wird. Wunderschön, die Unterrössli, die da drauf sind. Also nicht ganz originale, aber... Ja, nachdem Brühlstolperi eigentlich eher dafür bekannt sind, dass sie immer als Wackis am Fasnacht auf Liestel kommen. Also ist Bubendörfer. Wagen kommen sie jetzt hier aus Anlass für ihrem Jubiläum mit Rössli, mit Gütschli. Einmal anders. Ja, mit den Samba-Schwänzen Bubendorf haben wir wieder eine Gruppe, die aus der Region nach Liestel kommt. Das zeigt einfach, wie stark Liestel das regionale Zentrum ist, sich auch als das versteht. Bubendorf haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das scheint sehr eine aktive Gemeinde zu sein in dieser Hinsicht. Auch mit Vereinen.
the carnival? Great! Where are you from? North Carolina. Florida. First time here. Nein. 2 years. We're in Syngenta. Here in Basel tonight? Ja. The fire. The fire. The fire, yeah. Und ihr, von Rimini? Tutto a posto? Sì, bellissimo, siamo arrivati da Rimini apposta. E adesso in tedesco? Wir sind extra von Rimini hierher gekommen, wir leben dort und das ist super. Wie heisst ihr? Dillo in italiano. Bello. Bello! Ma che bello, mamma mia! Parliamo in italiano! Grande applauso, mamma mia! Voll aus jetzt auch noch ein paar. Viel Spaß euch allen, So, nach diesem Wagen wird es ja dann auch wieder ein bisschen traditionell, kann man fast sagen. Rotstab mit den verschiedensten Formationen, die hier werden kommen. Vorher hat aber eben die Ruchenglicken, die wir hier gerade sehen, da können wir nicht viel dazu sagen, man kann eigentlich nur zuschauen. Ja, sie führen ja hier einen Drachen, einen Feuerdrachen, wie man sieht, durch das Städtchen. Und du hast es erwähnt, Cäsar, hinten dran kündigt sich jetzt die Rotstabglicken an, wo wirklich zum innersten Inventar von der Liestler Fasnacht gehört, ja dann auch mit ihrer Vorfasnachtsveranstaltung im Rotstab-Cabaret. Und was ich jetzt hier schon sehe, die Rotstab-Pinkies, die als wunderschöne Ueli daherkommen. Der Ueli als traditionelle Fasnachtsfigur, der ja seine Ursprünge hat im mittelalterlichen Hofnarr. Und hier jetzt wirklich also idealtypisch daherkommt, das ist wunderschön. Ist vor allem wunderschön auch zu schauen. Wir werden das jetzt im Verlauf von dem Rotstabumzug innerhalb des Umzugs eben noch sehen. Sie haben also Pinkies, sie haben junge Garten, sie haben Klütterli und haben eben Rotstabglicken. Also wir haben jetzt hier ja hinter diesen Ueli, hinter den Rotstabpinkies haben wir bereits die junge Garde von der Rotstabglicken. Yes, wie's can haben wir können lesen. Da nehmen sie natürlich Bezug jetzt auf ein Thema, auf ein internationales Thema, auf die sogenannte NSA, das ist ja der grösste Auslandgeheimdienst von den USA, die National Security Agency, wo ja seit dem Sommer 2013 Gegenstand ist von einer, ja man kann schon sagen, regelrechten Überwachungs- und Spionageaffäre. Es ist ja niemand wirklich sicher geblieben vor dem NSA, weder das Handy von der Bundeskanzlerin Merkel noch der Papst. Alle sind offenbar ziemlich flächendeckend ausgespäht worden. Wahrscheinlich sind unsere Mails und SMS auch alle bekannt. Ich wollte gerade fragen, oder? Es nimmt mich Wunder, ob du als Stadtpräsident, ob du auch abgehört worden bist oder ob es da zu wenig Interessantes gibt für die Amerikaner. Aber das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen, würde ich sagen, oder? Den wir jetzt gerade sehen, die machen das natürlich mit Trommelzeichen, die vermutlich die geheimen Botschaften übermitteln, damit es nicht so auffällt. Könnte ja sein, aber es gibt jetzt hinten dran ein bisschen längere Lücke, habe ich gesehen.
gerade sagen, es läuft wunderschön. Also hinter der jungen Garde von der Rotstabklicke, wo sich hier beim amerikanischen Geheimdienst verdingt haben, künden sich dann die Rotstabklütterer an. Das sind quasi die Veteranen oder die Masters, sagen wir lieber so, von der Rotstabklicke. So, wir haben tatsächlich nicht zu viel versprochen. Die Rotstabklütterer, alles wird besser, nur Wackis bleibt gut. Ein Hommage, denke ich, an traditionelle Wackis mit der blauen Bluse und der weißen Hose. Wenn er schöner auch nicht könnte daherkommen. Es ist immer wunderbar, so eine Wackis, auch die verschiedensten Abwandlungen, die es gibt, also die verschiedensten Klonen, oder wie man dann neu sagen, grosse Nase, wilde Haare in allen Farben, in allen Designs. Ja, man sieht jetzt schon, eben, dass auch wirklich die alte Fasnacht in Liestl sehr hoch gehalten wird. Eben, wir haben die wunderschönen Ueli gesehen, wir sehen jetzt hier die traditionellen Wackis. Also am meisten, auch wenn ich in Altschwil vor allem, in Altschwil schauen am Umzug als Kind, habe ich immer am meisten Respekt gehabt vor den Strohwegen mit den Wackis drauf. Die hat es dort damals noch gegeben, alles mit Stroh. Und die haben eben auch Spreu noch geworfen. Wenn man so etwas in den Hals bekommt, dann kann man also froh sein, dass wir das heute nicht mehr machen. Da sieht man kein Spreu, ist das verboten. Nein, aber ich denke, der Spreu ist ganz einfach von der Äppli abgelöst worden. Aber ist noch schön, ich habe wirklich die gleiche Kindheitserinnerung an Allschwil. Säublotern und Spreu. Ja. Und Wackis haben aber noch so einen Knochen gehabt, wo noch irgendwie so Blut dran war oder so. Wir sind immer noch bei der Rotstabklicke. Jetzt hier mit ihrem Hauptharst. Sie führen uns hier ein Affentheater aus. Wir sind ja hier ein bisschen am Wehrweisen. Was für ein Affentheater ist das wirklich? Ja, also ich habe das Gefühl, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht haben. Also zum ganz ehrlich sein. Ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich nicht einigen wirklich auf ein Sujet. Vielleicht weil sich so viele Sujets anbieten und sie führen uns jetzt eben ein Affentheater aus, wo ganz verschiedene Affentheater sein können. Eben, es könnte ja zum Beispiel auch die Spesenaffäre gewesen sein oder irgendetwas. Ja. Sie sagen, jeder macht sein eigenes Theater, das ist natürlich schon so. Ja, ich denke, es bietet sich sehr viel an. Die Liste ist schon sehr reichhaltig. Du hast jetzt gesagt zum Beispiel die Honoraraffäre, die uns stark beschäftigt hat. Wobei, wo ich denke, als Sujet fast zu spät gekommen ist. Aber individuell kann man es jetzt natürlich ausspielen. Aber denken wir zum Beispiel auch an die Irrungen und Wirrungen in der Führungsetage von unserem Kantonsspital. Aber auch Harmos kommt mir in den Sinn. Jetzt hat man sich geeinigt auf das Konkordat. Jetzt sollen wir schon wieder raus. Ist eine Initiative eingereicht worden. Oder dass sich die halbe Nation mit dem Massnahmenvollzug von Carlos auseinandersetzt. Also wir können uns nicht beklagen über irgendwelche Affentheater. Nein, überhaupt nicht. Und sie geben uns jetzt Gelegenheit, dass wir es auch entsprechend ansprechen können. Wunderschöne Laternen. Wann kommen die Laternen zur Geltung? Also wann sind die anzünden? Ein Morgenstreich in diesem Sinn gibt es ja zu Liestl nicht.
Verschiedene Laternen sind gestern zu oben ins Städtchen geführt worden, also von den Glicken selber. Allerdings noch unbeleuchtet, wie es Tradition will in Liestl. Und dann natürlich heute zu oben, vor dem Chienbesen, werden die Laternen dann wirklich präsentiert im Städtchen, natürlich voll erleuchtet. Aber gell, wir müssen also schon hier exakt sein, das Liestl. Der Chienbesen ist dann nicht einfach ein Fasnachtsumzug, noch mit ein bisschen Feuer. Der Chienbesen ist wirklich zwar ein wichtiger Bestandteil des Fasnachtsbrauchtums in Liestl, aber er hat eine eigenständige Bedeutung. Wäre ja eigentlich auch noch ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, der Wintervertrieben. Aber jetzt gibt es gar nichts zu vertreiben. Wir haben bis jetzt noch keinen rechten Winter gehabt. Ja, aber du sagst es natürlich richtig, Cäsar, dass der Chienbesen nichts mit dem Auftakt von der Fastenzeit zu tun hat, wie der Rest von der Fasnacht. Sondern der Chienbesen geht zurück auf Feuer, das man entzündet hat aus Anlass von der Sonnenwende. Ja. Also wo es wirklich darum geht, im Winter einzuheizen. So Feuer hat man auch in Liestl gemacht, auf der Burg zum Beispiel, auch auf der Weissen Flur. Und dann war es natürlich naheliegend, wenn man diese Feuer gemacht hat, dass man dann ein Stück Holz reingelegt hat, eine Art Fackel gemacht hat, mit dem zurück ins Städtchen ist. Und aus dem heraus hat sich dann eigentlich der Chienbesen entwickelt als Feuerbrauch, wo wirklich dann der Höhepunkt ist von der Liestler Fasnacht. Also eigentlich wollen wir ja hier nicht allzu viel verraten, was heute oben dann im Rahmen vom Chienbesen live auch kommentiert wird und erklärt. Hören wir zuerst ein bisschen Musik, aber ich möchte Ihnen vielleicht gleich noch zum Chienbesen ein oder andere fragen. So, und hier haben wir jetzt ein ganz anderes Sujet. Wir sind auch nicht mehr bei den Rotstäbler. Guckenmusik Los Locos haben wir gehört. Und jetzt können wir hier die Erlenstrasse rufen und sagen, wir bleiben wehrpflichtig, wir gehen ins Militär. Ja, sie spielen natürlich auch auf die Abstimmung vom letzten September, wenn es mir recht ist, die Aufhebung von der allgemeinen Wehrpflicht, wo dann aber mit über 70% die Initiative von der XOA ja der Urne abgelehnt worden ist. Es wäre dort darum gegangen, dass man eine freiwillige Miliz einführt und die Waggis von der Erlenstrasse rufen, die melden sich jetzt schon mal freiwillig. Aber ihr habt ja weiterhin jetzt das Militär doch noch in Liestl ein wichtiger Faktor auf eine Art. Oder ist das nicht mehr so wie früher? Also ich weiss, halb Basel ist da an die Infanterie, in die Infanterie-RS und dann hat er auf die Sichtern hochgelaufen und hat drüber geflogen. Die Kaserne ist in Liestl sehr stark verankert und ist natürlich auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, bietet Arbeitsplätze, bietet Frequenzen und solange es keine andere Idee gibt, die jemand offerieren würde, ist Liestl auf alle Fälle auf das angewiesen. Jetzt kommen wir zu den Trotzköpfen in Liestl und hier lese ich auch schon wieder eine Allee und es soll einen See geben und es soll ein kleines Venedig entstehen. Also zweimal das gleiche Sujet, unabhängig voneinander, offenbar reden wir hier drüber. Eben im Bereich dort wo der hintere See früher war, würden sich alle zu Liestl natürlich ungemein freuen. Ich mich ja selber auch, wenn es wirklich gelingen würde, dort das Wasser wieder besser in Erscheinung zu bringen. Das Wasser
wo wie das Feuer, wo wie die anderen Elemente eine grosse Faszination auf die Menschen ausübt. Das ist ein Bereich, der tatsächlich jetzt in Bearbeitung ist, wo es darum geht, aufzuwerten, dass man zum Beispiel auch von den Autos, die dort parkiert sind, zusammen mit dem Neubau, der sich ankündigt, vom neuen Postgebäude, dass man dort eine Tiefgarage machen könnte, wo man das Blech natürlich ganz elegant könnte auch versorgen könnte. Und dann gibt es tatsächlich Raum, wo sich auch das Wasser wieder neu könnte entfalten. Es fließt ja der Orisbach durch die Allee. Das heisst, das Wasser ist bereits dort. Und da geht es auf alle Fälle darum, jetzt Ideen zu entwickeln, wie man das ins Spiel bringen kann. Aber wir sehen hier wirklich, ich denke, es ist eine Art Sehnsucht der Liester, dass sie in diesem Bereich wieder zu einem See kommen. Hier wird eines der Wahrzeichen von Ich bin hier mit Liestl Dieter Komle, dem Jurypräsident des Komitees. Was macht ihr jetzt hier genau? Ich bin jetzt als Novize hier und du musst ja noch eine Plakette angeben, aber nebendran habe ich etwa 8 Personen auf der ganzen Route verteilt, die diese Leute alle bewerten. Und aus dem gibt es dann eben Subventionen. Okay, und das sind jetzt 3 von 8. Und die das sind jetzt 3 von 8, ja. Sind die anderen stationiert? Die sind auf der ganzen Route verteilt, beim Dörli oben, hinten beim Wasserturm und noch in der Kasernenstrasse draussen. Wir gehen jetzt über zu diesen 3 und schauen mal, was sie bewerten. Genau, ja. Gut. Gut. Jetzt ist sie gerade am Bewerten, jetzt muss ich auch warten, oder? Ist gut. Was bewertet ihr? Ich bin am Bewerten, wie die ihr Sujet austragen. Die geben ein Thema an, wir schauen, tut das Thema überhaupt widerspiegelt den Wagen, widerspiegeln ihre Kostüme das. Wir schauen die Larven genau anschauen und das Kostüm entsprechend. Der ganze Eindruck ist ein grosser Teil von unserer Bewertung. Und wir müssen jeden einzelnen Teilnehmer zählen. Die letzte hast schon gesagt. Wir haben aber recht tief fliegen drauf an. Wegen diesem scheiß Hindernis hier. Machen wir mal etwas da. Schön bist du gekommen. Ich komme gerade zu dir. Tschüssli, ciao. Herzlichen Dank fürs Interview. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die ihr habt. Ja, weil von unseren Bewertungen bekommen die verschiedenen Klicken Subventionen. Also gut arbeiten. Seid ihr gleich. Also was wir vorher gesehen haben, das ist schon eines der Wahrzeichen von Liestl. Neben dem Törli, das man immer erwähnen muss, der Aussichtsturm. Ein 30 Meter hoher Turm auf dem Schleifenberg. Ja, wir haben sie leider nur ganz knapp gesehen, weil es hat mich da noch Wunder genommen, was das für eine Geschichte ist. Da ist irgendwie von einem Luftfahrthindernis ist da gedreht, aber ja, noch, jetzt die wir uns halt hier trösten mit Guckenmusik, und zwar sind das die Ohrengrübler aus Nunningen. Ja, also ich denke, wir haben vor den Ohrengrübler reklamierende Piloten erlebt, die offenbar den Aussichtsturm von Liestl als ein Hindernis wahrnehmen. Da haben wir die Wagenbesatzung gesehen, auch von den Ohrengrübler aus Nunningen. Sie nehmen Bezug auf den Rettungskampf, kann man glaub fast sagen, wo sich der TCS und der Rega geliefert haben, wer jetzt wer retten darf.
Es ist schon interessant, bei vielen Wegen, wie die gemacht werden, sagen wir auch ein bisschen grossflächiger oder dann auch viel mehr im Detail, wie hier jetzt die Flower Power Geschichte von den Schickerías. Es ist, also während der Zeit, als ich auch noch beim Wagen war, ist eigentlich das Wagenbauen und das Wagenbasteln ist wichtiger als nachher die Fasnacht. Natürlich ist man am Fasnacht, aber das Zusammenhalt und auch wenn man da gesponnen hat oder wenn dann noch der Wagenbauer am Schluss noch die letzten Versli draufgeschrieben hat oder irgendeinen Spruch, das ist eigentlich so das Interessanteste am Ganzen. Und ich glaube, das ist hier nicht anders, oder? Die sind ja lang dran. Ich wollte vielleicht noch etwas fragen wegen dem Kienbersen. Also eben auf Brauchtum und alles zusammen, das bin ich überzeugt, dass der Adrian Gaugler zu oben wird darauf eingehen noch näher. Aber was mich interessiert, was können wir den Leuten jetzt noch mit in die Hand geben, die zu oben am Kienbersen auf Liestel? Also, dass man das Auto daheim lassen, das wäre ja eigentlich logisch. Aber trotzdem, was für Tipps gibst du ihnen? Muss man wegen der Kleider schauen? Muss man genug zu trinken mitnehmen, dass man nicht dehydriert unterwegs oder irgendetwas? Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man nicht gerade im Sonntagsstaat kommt. Also ich würde möglichst alte Kleider anlegen, weil es halt doch Funkenflug gibt. Also es gibt halt doch das eine oder andere Brandloch, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Und ich glaube, da macht man sich selber keinen Gefallen, wenn man nicht mit alten Kleidern kommt. Und ich würde jetzt auch nicht gerade mit weißen Schuhen kommen, weil nachher ist wirklich die Strasse übersät von der Asche, vom verbrannten Holz. Und von dem her wird man halt voller Ruß. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also ich habe vor 2 Jahren gesehen, also zum Städtchen raus, wo quasi die Wege so langsam am Ende zugehen, auch beim Rennen. Dann hat es ein paar Leute dort mit Stecken und mit Klöpfen dran und die haben dort gebrötelt. Das habe ich originell gefunden. Ja, das ist sicher originell. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich gleich nicht zu viel zumutet. Also, es ist Feuer und es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß im Städtchen. Dass man zum Beispiel auch kleine Kinder nicht unnötig exponiert. Also ich würde sie auf keinen Fall auf die Schulter nehmen, weil dort ist es noch heißer. Also ich glaube, so ein bisschen gesunde Zurückhaltung, das schadet sicher nicht. Also ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist doch, es ist Feuer, oder? Das muss man einfach wissen. Ja, wir müssen wirklich klar sehen, wenn man den Anlass heute einführen möchte, dann bekommen wir niemals eine Bewilligung dafür. Es ist ein traditioneller Anlass, der sich so entwickelt hat und wo es also wirklich ein sehr ausgeklügeltes Einsatzdispositiv gibt, damit wirklich nichts passiert. So, und jetzt gehen wir wieder raus auf die Gasse, so Tatjana. So, bei den Güllerrocker-Zunft, Sie haben 30-Jährige, gell? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke Auf vielmals. was kannst du zurückschauen? Was ist das Schönste, was du erlebt hast? Das Schönste ist, dass unsere Jungen hinten drauf sind. Die haben wir noch gewickelt an der ersten Fasnacht. Wie alt sind denn die jetzt? Ja, zwischen 25 und 30. Alle. Logischerweise, ja. Und wir ein bisschen älter. Was machen wir heute noch? Wie feiern ihr euer Jubiläum? Wir gehen nachher noch zu Nacht essen. Und nachher gehen wir einfach noch gasseln. Kannst du mal hier in die Kamera schauen, was für tolle Larven du hier hast? Das ist sensationell. Willst du die Leute noch grüßen? Willst du etwas sagen zu den Leuten daheim? Ich finde es einfach schade, alle, die daheim geblieben sind heute. An so einen schönen frühen Sommertag kommt noch die Fasnacht. Gut, aber los, es gibt ganz viele Leute, die nicht raus können. Und für die machen wir das, für die Leute. Gell? Also, das ist ganz toll, dass wir das machen können für die Leute. Gell? Die haben natürlich Freude. Viel Spass noch. Wie die letzten 3 Tage, wie sehen die aus? Morgen, wir zwei gehen morgen Schnitzelbank singen zu Liestel. Der Kollege. Dienstag gehen wir auf Basel, der Residenzgenär wird einen Besuch abstatten. Und Mittwoch sind wir am Kinderumzug dabei. Der Kinderball ist auch noch mit? Ja, wobei, dort sind wir nicht aktiv. Sind wir zu alt dafür. Und jetzt oben Kienbesen? Kienbesen sind wir am Nachtessen. Wieso ist die Liestaler Fasnacht super?
weil sie urtümlich ist und weil sie sich nicht verfälschen lässt. Herzlichen Dank, alles Gute. Ja, und Tradition sieht man hier natürlich auch mit der wunderbaren Kutsche, die sie gemacht haben. Und mit diesen Altfrank vorne dran. Ja, ein Augenschmaus, das gehört doch auch dazu. Es ist eben auch Genusswoche. Darum hat man ja mit scherzhaft gesagt, es habe in Liestl schon immer eine Genusswoche gegeben. Nämlich die Fasnacht. Jetzt werden wir hier schon im Ort haben und wo jetzt auch ins Blickfeld rückt, das sind die Wasserfallen-Schrenzer. Ich nehme an, dass die von Eigoldswil kommen. Sie kommen daher als Sternenkrieger. Das ist eigentlich Star Wars. Ja, es ist Star Wars, genau. Genau. Der Luke Skywalker, wenn ich mich nicht täusche, ist die Figur. Der Vorsitzende aus dem Jedi-Rat. Wobei ich muss sagen, ich kenne also nicht viel mehr aus Star Wars. Ich gehöre nicht zu den eingefleischten Star Wars-Fans. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ja, also ich habe die ersten 1, 2, 3 Filme sicher gerne gesehen. Und die Buben haben natürlich alles und ich habe dann dort auch einmal wieder reingeschaut. Aber ich wüsste jetzt also auch nicht jede Sequenz. Ja, aber es ist interessant. Also mir hat das noch gefallen von George Lucas, wo man dann gehört hat, hat das mit Spielzeugfliegen in einer Fabrikhalle gemacht, die ganzen Aufnahmen. Ja, aber gerade dort, ich habe so eine Erinnerung auch an meine Kindheit. Wir haben einmal aus Kästen und aus Zundhölzchen oder aus Zahnstochen haben wir einmal irgend so Gesteck gemacht, Tierli oder ich weiss nicht was. Und der Bühnenbau von Star Wars hat mich doch immer ein bisschen an die Gestecke erinnert. Ja, das ist natürlich wahr, weil alles ein bisschen auf den Stelzen ist. So, da haben wir noch einen schönen, wunderbaren alten VW-Bus. Der Bulli. Natürlich in der Hippie-Farbe, denn das ist auch das Sujet. Wo ist das gesehen? Da hat sich reingeschlichen. Vorher haben wir nämlich gerade die Flower Power gehabt. Ja gut, vielleicht hat er den Anschluss verloren. Das ist auf jeden Fall wunderschön. So, die Rettspäse, die kommen hier auf uns zu. Rettspäse auf der Nordostpassage. Sie schreiben selber, die Klimaerwärmung macht es möglich. Seit dem Sommer 2013 kannst du ganz ohne Eisbrecher von Asien nach Europa fahren. Und wie lange geht es eigentlich, bis die ersten Chinesen mit ihren Dschunken hier auf der Erdgolz rumgondeln? Ja, schmelzende Eis von der Arktis ist ja tatsächlich ein Thema, das uns beschäftigt. Es geht jetzt eine ganze neue Route auf. Man kann um Sibirien herumfahren. Vorher musste man ja durch den Suezkanal und nachher bei Gibraltar vorbeifahren. Und es ist natürlich für die kommerzielle Schifffahrt sehr spannend, die neue Route, die hier aufgeht. Ich glaube, es ist eine Zeitersparnis, ich habe das mal gelesen, von rund einem Drittel. Das ist relevant, aber inwieweit wirklich die Passage wird eine Bedeutung spielen, ist glaube ich, noch völlig ungewiss. Also eins ist sicher, sie rätschen die Rettspäse, sind also tüchtig am Reden, aber ich verstand sie einmal gleich nicht. Hören wir mal ein bisschen zu, aber ja, schon vorbei.
eine weitere Gruppierung, Knoblauchfresser, die sich auch wieder mit dem Thema Schwingen auf ihre Art die auseinandersetzen. Es gibt ja dort die verschiedensten Aspekte, die man könnte bringen. Aber sie wollten natürlich gerne Schwingerinnen auch haben im Sand. Oder Sägemehl, besser gesagt. Entschuldigung. Liebe Schwinger, gebt mich nicht die Herren und Väter mit Sand, wie ich das gesagt habe. Lukas, hast du irgendeine Ahnung, wie viele Leute das hier mitmachen, wie viele Aktive? Ungefähr. Ja, ist noch schwer zu schätzen. Ich weiss einfach, dass es rund 77 Umzugsnummern sind, also die sich angemeldet haben. Es hat ja noch verschiedene wilde Nummern quasi, die da dazwischen sind. Das entspricht übrigens in etwa der Beteiligung auch von den letzten Jahren. Es sind immer zwischen 70 und 80 Nummern, die da dabei sind. Und es sind auf jeden Fall einige 100 Aktive, die da beteiligt sind. Hier sind wir bei unseren Freunden aus Gallien. Miracolix, Obelix und wie sie alle heißen, die kenne ich schon ein bisschen besser. Weil das ist eigentlich meine Nachtlektüre jeweils, Asterix und Obelix, wenn ich alles genug Gescheite gelesen habe. Aber dann lese ich es auf Französisch, damit ich wieder ein bisschen Französisch kaufe. Das ist bewundernswert, César. Ja. Das sind übrigens auch Schwarzbuben, die sich hier als Asterix und Obelix präsentieren. Ich glaube, das ist ja mittlerweile mehr als ein halbes Jahrhundert, dass es Asterix und Obelix gibt. Ja, das gibt es also sehr lange schon. Und sind immer wieder aktuell und sind einfach immer wieder gut. Also ich mache jetzt hier nicht Reklamen, ich verdiene nicht dran. Aber es gehört so quasi in eine gute, dotierte, intellektuelle Bibliothek. Gehört ein bisschen Tintin und ein bisschen Asterix. Ja, du wirst verstehen, ich finde natürlich Lucky Luke. Okay. Finde ich natürlich auch sehr ja, da gut. mache ich auch mit. Mit Lucky Luke da komme ich auch noch. Ja. Heibel jetzt ja. Ja, so ein bisschen schon, muss ich sagen. Es ist halt immer toll, auch die verschiedenen Rhythmen, die es gibt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Art, die wir nicht so gemacht haben bei dieser Gruppe, die ich sehe, wie bei den Fassadenschränzen. Dort haben wir eher traditionell Guckenmusik gemacht, die von der Marschmusik inspiriert ist. Heute hört man verschiedenste, auch hier, orchestrale Register, die gemacht werden. Und man sieht auch, das ist mir aufgefallen, vor allem auf dem Land, wo Blasmusik noch eine Tradition hat und wo es auch in den Dörfern Blasmusikvereine hat,
da hört man es dann der Guggenmusiker an, dass die effektiv einfach können spielen. Und das ist auch gut. Also, es gibt immer wieder Diskussionen, was ist Guggenmusik und was ist nicht Guggenmusik. Ich finde, solange es anständig ist und das Zeug gut läuft, ist alles zusammen Guggenmusik. Es gibt keine schlechte Musik von dem her. Aber wenn natürlich einer daherkommt und nur so irgendetwas macht, dann muss ich sagen, ist es eine Einzelmaske, aber nicht unbedingt ein Guggen. Ich bin jetzt so ganz gemütlich am Sitzen mit der Frau Gern. Ja. Wie geht es Ihnen? Gefällt es Ihnen hier in Liestel? Ja, drinnen schwitzt schon. Ich bin ja sonst nicht zu Basel, eigentlich. Ich bin jetzt gerade in der Reha, habe die Hüfte operieren müssen, bin ja bei der Tochter. Die ist zu Basel. Und das ist die Tochter? Ja, die zweitälteste. Haben Sie, wie viele Kinder haben Sie denn? 5. 4 Mädchen und ein Sohn. 4 Mädchen und ein Sohn? Ja, wir haben nicht immer geschlafen. Ja, ich habe es verstanden, ja. Gut. Und Ihre Mama kommt dann jedes Jahr hier an? Nein, das ist das erste Mal. Sie hat eine Huftoperation gehabt, darum ist sie bei uns daheim ein bisschen im Pflege. Und jetzt wollen wir ihr halt die Fasnacht von Basel-Land und Basel-Stadt vorstellen. Sie ist ein totaler Fasnacht-Fan. Ja, jetzt müssen Sie jedes Jahr kommen. Ja, ich habe schon mit Fasnacht gearbeitet und mitgemacht und alles daheim. Was haben Sie denn geschafft? Ja, im See oder alt Plaketten verkauft und gemacht an der Fasnacht. Ah, Ehrenwort. Ja. Was gefällt Ihnen am besten an der Fasnacht? Ja, eigentlich im Grunde genommen alles, was kommt. Alles, was kommt? Ja, ich bin nicht so... Also, ein bisschen lustig, wenn es etwas lustig ist und passen Sie auf, nein, nicht so, der Arme. Wir sind halt zuvorderst. Ja. Gut, also dann bleibe ich hier noch ein bisschen gemütlich, mit Ihnen hier sitzen. Ja, Danke fürs Interview. Ja. Schnappschüsse, da lohnt es sich ein bisschen auf den Wagen zu schauen. Das sind nämlich die beiden lustigen Böcke, die Bündnerböcke, die dort hocken, der Schachner und der Can, wo da einmal sagen, ja, weisst mit dem Wetter, kein Zeug da. Ja, es sind tatsächlich die beiden Wetterböcke von Graubünden, Ferien, die es doch zu einem gewissen Kultstatus gebracht haben. Also du hast es bereits gesagt, wo witzeln, über Skifahren zum Beispiel oder lästern, über Kletterer und Biker. Aber ich denke, durch das, dass sie sich eben immer auch gegenseitig hochnehmen, sind sie auch sehr sympathisch. Das Motto der Böffele in ihrem Wagen, den wir hier gerade gesehen haben, das ist einfach der Wagen und sie sagen, das ist unser Heim. Das ist eigentlich eine Lösung von der Wohnungsnot für sie. Das ist nämlich ein schöner Wagen, den die hier gemacht haben. Das ist ja hier ein bisschen sein. Böffele, ist das ein Ausdruck, den man hier kennt, oder ist das ist Fantasie? Müsste man nachfragen, ob das... Ich habe nur gedacht, weißt du, das wäre vielleicht so etwas, wo du sagst, ja, das kennen wir, das ist... Ja, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, als Jamauk weiss ich da jetzt nicht weiter. Ja gut, dafür haben wir wieder ein Thema, und zwar lokales Tonwerk wird nicht zur Brauerei. Wir als Lausner finden das eine Sauerei. Ja, dazu kann er jetzt einiges sagen. Können wir das wieder kompensieren von vorher in diesem Fall? Nein, es ist ja tatsächlich so, zum grossen Schmerz von Liestel, dass seit 2006 in Liestel das Ziegelhof Bier nicht mehr gebraut wird. Es wird jetzt in Luzern gemacht. Verabschiedet haben sich auch die markanten Geruchsschwaden.
die ja während dem Brauvorgang dann einmal durch die Gassen von Liestel gezogen sind, die aber einfach zu Liestel gehört hat. Und es gibt jetzt verschiedene Versuche, verschiedene Anläufe, wieder eine echte und eigenständige Bierbrauerei im Oberbaselbiet zu etablieren. Und das eine ist die Brauerei Farnsburg, die hier jetzt darauf Bezug genommen wird, die zuerst geplant hat, tatsächlich im Tonwerk zu Lausen, wo Raum frei steht, die Brauerei dort zu etablieren. Das ist nicht zustande gekommen. Zum Schmerz, wenn wir jetzt hier sehen, von den Lausner. Die Brauerei Farnsburg wird nach Gelterkinden gehen. Hier hinter den Lausner kommen die Lupo-Ruchen. Die kommen aus Lupsigen. Und der Wolf ist ja tatsächlich das Wappentier von Lupsigen. Ein schöner blauer Wolf auf einem gelben Hintergrund. Von dem her natürlich absolut neuliegend, dass sie hier ihr Wappentier ausspielen. Lupsiberger gucken. Ja, da muss man nicht zuerst draufkommen von Lupo, vom Wolf auf Lupsigen, dass man hier eine Brücke findet. Aber ich finde das gut. Das sind eben auch die Kreativen, die nicht die optischen Sujets, oder, die man dann hier gar nicht sieht. Ich muss sagen, es ist sehr unterhaltsam Entschuldigung, Umzug, sagt man dort. Das ist einfach das, was ich aber extra immer wieder sage. Nicht? Es ist sehr farbig und originell mit verschiedensten Facetten. Es hat auch keine grossen Löcher drin. Nein, es ist wirklich so, wie wir uns das gewünscht haben. Es könnte nicht besser sein. Also ich meine, es ist ja ohnehin wirklich einfach ein prächtiger Tag rundum. Und was haben wir uns gewünscht? Es soll fröhlich sein, es soll bunt sein, es soll aber auch ein bisschen kritisch und bissig sein. Und ich glaube, genau das erleben wir. Also auch bei diesem Sujet geht es ja wieder um die Lufthoheit bei den Rettungsflügen. Hier haben jetzt die Sackläuse übernommen. Also die Rega und der TC sind bereits passé. Da können wir uns etwas gefasst machen, wenn die kommen.
Hier wieder eine kleine Familiengruppe, wie sie halt wirklich am Fasnacht von Liestl gehören. Trotz Nase. Und hier haben wir einen Tüpfelschisser, die sagen, hier muss man die Vignette haben. Bei diesem Auto hier, das glaube ich nicht unbedingt, dass das so sein müsste, aber die Frage ist natürlich berechtigt. Oder geht das darum, muss man auf der Umfahrungsstraße auch eine Vignette haben oder wo muss man da? Selbstverständlich. Und die Erträge aus der Linienerhöhung hätten ja genau dazu beitragen, dass man die Umfahrung Liestl könnte sanieren und dass Liestl endlich auch einen Zentrumsanschluss bekommt. Also da ist es aus der Perspektive von Liestl natürlich zu bedauern, dass man die Abstimmung nicht durchgebracht hat. Aber immerhin hat man dann ja ein paar Monate später die sogenannte Fabi-Abstimmung durchgebracht. Auch dort hängen wichtige Infrastrukturen von Liestl davon ab. Das sogenannte Wendegleis für die S-Bahn, das man in Liestl bauen will, das der Viertelstundentakt von der S-Bahn zwischen Liestl und Basel soll ermöglichen wird, unter anderem aus diesem Topf finanziert. Ja, und hier bei den Schnapsbierli-Waggis geht es wie ganz am Anfang vom Fasnachtsumzug um die Kantonsfusion, um die Initiative zur Prüfung von der Fusion von Basel-Land und Basel-Stadt. Hier haben wir mal sicher einen wunderschönen Basilisk. Ich versuche den gerade neu einzuordnen. Das heisst, der Basilisk wird ein Basel ganz stolz, doch Baselbieter sind aus anderem Holz. Und vorher hat eben noch kurz der Schrei gesehen vom Munch, vom Kunstmaler. Also offenbar ist da ein grosses Aufschreien, das hier durch die Leute durchgeht bei dieser Fusionsdiskussion. Aber der Schrei von den Schnapsbierli-Waggis, der Schrei, dass sie nicht zu Basel wollen. Cesar, du hast ja vorher nach der Präsenz der Basler hier am Liestler Umzug gefragt. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir ein Sujet gesehen, BSIB, oder? Das sind doch die berühmt-berüchtigten Basler Sicherheitsbestimmungen für die Fasnachtswege. Also gehe ich doch schwer davon aus, dass das ein Basler Ableger an der Liestler Fasnacht ist. Das ist durchaus möglich, ja, dass die hier doch noch den letzten Schliff versuchen zu machen. Ist das hier in Liestl auch so streng reglementiert worden mit den Wegen, wie die gebaut werden? Bei uns ist ja das wegen einem Unglück, das mit einem Bub passiert ist, wo man auch sagt, dass ich sehr wild war, aber trotzdem sollte nicht passieren. Hat das hier auch irgendwelche Wogen aufgeworfen? Ja, ich meine, grundsätzlich ist es ja sehr wichtig, oder? Dass man gewisse Sicherheitsvorkehrungen
Anforderungen kann einhalten kann. Selbstverständlich finden auch in Liestl Kontrollen statt. Vielleicht nicht gerade im gleich strengen Regime wie der Stadt, aber also auch wenn wir es jetzt noch mal von heute oben haben vom Chienenbesen, also die Feuerwege, die werden natürlich sehr streng kontrolliert, werden genau abgenommen. Es gibt genaue Definitionen, wie die Wege überhaupt konstruiert sind, dass ja nichts passiert. Also da hat man schon sehr Respekt davor und will natürlich alles vorkehren, dass wirklich nichts passiert. Das ist auch unsere Verantwortung. Das ist die Milchgugge Liestl, die sich hier im Vordergrund verabschiedet. Und hinten dran Nervensage mit einem Sujet, das wir bereits hatten. Auch eine Gruppe, die mit dem Kopf bereits in Brasilien ist an der WM. Hier der Wagen von der Gestadung rufen. Wir versprechen, das Städtchen ist ihr Sujet. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass auch Liestl ein Littering-Problem hat und ein Sprayproblem. Es ist ja generell die Fragestellung, wie geht man mit dem öffentlichen Raum um. Der öffentliche Raum, der ja grundsätzlich allen gehört und wo es auch entsprechende Rücksichtnahme geht. Die Stadt versucht durchaus eine aktive Rolle einzunehmen, also mit Sensibilisierungskampagnen, zum Beispiel im Bereich des Littering, auch mit einem eigenen Gerät, das man angeschafft hat, um Sprayereien wieder zu entfernen. Um dem öffentlichen Raum eben auch Sorge zu geben, weil ein grosser Teil des gemeinsamen Lebens, vom gemeinschaftlichen Leben, findet in dem öffentlichen Raum statt. Ich bin zuerst gerade verschrocken, als du gesagt hast, die Stadt ist natürlich auch aktiv. Und ich denke, sie gehen dir jetzt sprayen. Das ist ja wohl nicht gemeint, gell? Und jetzt wollen wir doch noch schauen, wie es an der vordersten Reihe aussieht. Tatjana, wie geht es dir? Sehr gut. Ich habe hier Liestler Jugend bei mir. Und sind alle von Liestl. Wieso muss man nach Liestl kommen am Fasnacht? Ja, Fasnacht, also ja, das ist... Wegen der Davis und wegen der Süßigkeiten. Wegen der Süßigkeiten? Was hast du schon alles bekommen? Keine Grössli, Tafelli, Popcorn. Was ist für dich toll an der Fasnacht zu Liestl? Wieso muss man hier hinkommen? Wieso sollen die Leute hier hinkommen? Ja, weil ich hier alle kenne. Du alle kennst? Nicht alle, aber die meisten. Also dann lernen wir die alle auch kennen? Weiss nicht. Also gut, ein paar Zuschauer müssen noch daheim bleiben, die brauchen wir noch, gell? Aber schon auch nach Liestl kommen, schon klar. Was machen wir heute noch? Also ich mache noch mit dem Kirnbesen. Und ich tue mit unserer Clique noch Gasseln nachher. Was machst du am Kirnbesen? Kirnbesen tragen. Oh, ich habe es nicht recht verstanden. Ja, du, ja, Jesus. Wie ist das? Schwer. Schwer und... Schwer und heiß. Wie lange machst du das schon? Noch nicht lange. Ich habe es erst einmal gemacht. Hey, viel Glück, viel Spass. Und ihr, was macht ihr noch? Ja, wir chillen so mit unseren Freunden und warten auch, bis der Kirnbesen anfängt. Sie chillen mit den Freunden herum? Das ist gut. Ja, das Gleiche wie Sie. Auch chillen, alles Chill-Kollegen. Hey, ich wünsche euch noch viel Spass. Wollt ihr noch etwas sagen den Zuschauern? Ich weiss was. Fasnacht. Genießt die Fasnacht. Viel Spass. Also jetzt wissen wir es, Cäsar. Es ist mega und chillig. Das ist so wichtig, oder, damit man das weiss. Jetzt kommen wir, so wie ich das rasch gesehen habe, wieder zu einer Bubendorfer Formation. Das heisst, es kommen dann gerade 2 von denen. Und
Ich habe nur so mit einem Auge hinten gesehen, dass es wieder um die Rega geht. Das ist offenbar ein grosses Thema hier in der Gegend. Irgendwie hat man dann davon mal geredet, dass man hier noch einen Standpunkt macht im Baselbiet oder dass man von hier ausgeht. Erstaunlich, wir haben glaube ich 3 oder 4 Süße bis jetzt schon mit der Rega. Ja, es ist offensichtlich so, dass der Flugsalat, der hier entstanden ist, die Leute doch sehr beschäftigt hat. Die Turbulenzen, die es gegeben hat zwischen der Rega und dem TCS. Aber es hat vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Grund. Die Gruppen müssen sich ja irgendwann im letzten Herbst auch für ein Sujet entscheiden. Und ich gehe davon aus, dass das dann einfach auch sehr aktuell war und darum jetzt heute so durchschlägt. Es hat ja nachher noch verschiedene Gegebenheiten gegeben, die man sehr gut hat aufnehmen konnte. Eben, du hast es bereits erwähnt, zum Beispiel die Honoraraffäre. Aber die ist zum Glück jetzt von verschiedenen Magistratinnen und Magistraten, glaube ich, ein bisschen zu spät gekommen.
Ja, und es ist schon wieder vorbei, die schöne Herrlichkeit. Schneller als man denkt. Beim schönsten Wetter seit langem, wo wir hier auch wieder gesehen haben in Liestal. Und wir haben natürlich wunderbare Aufnahmen bekommen von unserem Team mit 5 Kameras unterwegs. Und das und das gehört. Und wie ihr seht hier bei mir, es ist also wirklich so warm, dass man kurzärmelig ohne weiteres hier rumstehen kann, ohne dass man gerade verfriert. Ja, Tatjana, du bist vorne immer gesehen, eigentlich im Getümmel. Was war dein Eindruck von diesem Jahr? Also die Leute sind extrem gut drauf, es läuft sehr viel, sie sind fröhlich, Feste machen und es ist bumsvoll im Städtli. Sie laufen hier auch immer wieder durch, weil es läuft einfach etwas. Also wir können kaum nicht mehr anstehen, es ist genial. Und Lukas Ott, also ich muss sagen, die Feuertaufe als Fernsehmoderator hast du mehr als bestanden mit deinen Hintergrundberichten und mit deinen Sachen, die du uns noch dazu hast können sagen. Wie hat es dir jetzt so gedacht? Das ist schon mal eine völlig andere Situation. Ja, also ich muss sagen, dass ich wirklich eine sehr bunte, sehr reichhaltige Listerfasnacht jetzt erlebt habe. Die Bauernfasnacht ist hier damit so richtig lanciert. Meine Orange habe ich übrigens auch noch bekommen. Auch das wäre unter Dach und Fach. Und ich glaube, jetzt freuen wir uns bereits auf einen Höhepunkt heute oben, den Chiembasenumzug, der sicher allen ganz tüchtig wird einheizen. Gut, und damit sind wir am Ende von unserer Übertragung hier, vom Umzug. Und für alle die an Chiembasen kommen, denken daran, alte Kleider, kommen mit dem öffentlichen Verkehr hier hin und ja nicht mit dem Auto, es hat zu wenig Parkplätze. Und genießen es vor allem, es ist nicht ungefährlich, es ist immer noch Feuer. Und so heiß ist natürlich auch die Reportage heute hier. Hoffe ich, dass Sie daheim ein bisschen Fasnacht haben. Bis zum nächsten Jahr. Danke schon vielmals. Schöne Fasnacht. Schöne Fasnacht. Der Fasnachtsumzug ist Ihnen präsentiert worden von der Stadt Liestal und der Handelskammer Beider Basel.